Guten Tag. Man sieht gar nichts. Ciao, Bro. Hey, bist du fit? Hey, ich bin auf der Schnur, gell? Ich penne im Auto dann. Lange Baustelle bei Lenzburg. Aha, okay. Polizei läuft im Hintergrund. Ja, bitte, Bastards. Oh, das ist geiler Roof. Crazy Base. Das ist absolut geil. Das ist fast schon zweimal abgelegen, aber hauptsächlich wir haben Das ist schon zweimal abgelegen? Shit. die haben das allererste Mal parkiert, ihr neues zugeplantes Auto mit 111 Kilometern einfach kaputt. Nächste Woche kommt wieder eine Panne rein, wieder ein Tesla. Ich so, den Namen kenne ich doch, ist das die gleiche? Nein! So, jetzt ist das der Ersatzwagen gewesen. Sicher nicht! Wo sie die Vorderwoche bekommen. Kurz Karre wechseln. Ich weiss nicht, ob der pennt hat im Fall. Ich habe ja auch. Ich habe 15 Minuten pennt. Yo, Kri, wir sind jetzt vor der Hütte. 5 Minuten, alles klar, passt. Bis grad. Taxi Kri. Bonjour, Bro, bist du weg? Morgen. Einladen das Zeug da. Also ich mach's mir hinten gemütlich. Ich penne noch eine Runde. Sehr gut. Let's go. Wir sind im Kri, im Schlitten. 100% Vertrauenswürdigkeit. Volvo. Hat uns noch nie im Stich gelassen. Kein Bluetooth. Bro, bist du weg? Ja, du, Bro? Ja, ich bin fett am Arsch, ich habe noch nicht gepennt. Ich freue mich, den Tobi und die Jungs zu sehen. Das wird so Ladies geil. and Gentlemen, herzlich So. willkommen im Shippy Express. Das hast du im Auto? Die Jungs sind ready, machen keinen Scheiß, wenn ich da hinten schlafe, ja? Ich habe es mir da gemütlich gemacht, ich habe meine Beine ausbreitet. Hoppla. Du hast die B-Säulen rausgerissen. In dem Karren würde ich dich sehen, Nick. Ja? Ich liebe Volvo. Das ist genial. Wenn wir jetzt rechts, links... Bam! Ja, das ist noch Autofahren. Das ist noch Autofahren. Du weißt schon, dass wir fast keinen Tank mehr haben. Ja, ich habe das so bekommen. Geil, also gehen wir tanken. Hey! Hey! Oh, bei mir ist es ein bisschen dunkel. Alla Gasolina! Wo sind wir jetzt? Ja, noch im Simmental. Ist der Eddie? Haben wir den schon geholt? Hey, Eddie! Yeah! Bleiben wir up to date und dann sehen wir uns später. Wir müssen uns da schon tanken. Wir hören uns, ja. Klappt alles, Jungs? Ja. Geil. Wir haben jetzt noch, wir wären 330 Kilometer gekommen. Ja? Tanken voll, Diesel. Was denkst du, wie können wir? Wir werden jetzt noch 330 kommen. Bro, save and Taui. Hat er kalt gesagt. Ich sage, auf der Anzeige nachher steht 1100. Ah, das ist ja krank. Hey Jungs, ich sehe echt hübsch aus. Du bist extra mit dem Waffe gewesen. Ja, Mann. Aber wenn ich vorher nicht gesehen habe, soll ich... Nein. Ja, voll, das wäre geil. 960! Okay. Ja, mit Halle, so dass wir nachher... Das ist wie Hallenstadion. Einfach das Parkplatz viel besser sind. Ja, genau, das ist die so 2 Stündchen oder... Also, ich glaube... 3. Du hast nochmal 9 Sekunden und dann hast du frisch backige... Also es gibt ja... Kennst du Paris Hilton? Ich weiß nicht, ob es Hilton ist. Bei Hilton, das ist ja eben so 4 Sterne oder 3 Sterne Linie. Das dritte, wir zahlen jetzt irgendwie 30 Stutz oder 35 Stutz pro Person. Also ich bin gespannt. Ich habe mich sonst... Oh, das haben wir vor etwa schon mal gesagt und du, Gregi, bist am Schlafen. Ja, ich habe... Salty Sports... Hey, ja, es wäre... Ah ja, stimmt.
Kein richtiges Essen. Was pfeifst du denn jetzt rein? Mr. Universe. Vollkornbrötchen. 2 Kohlenhydrate. Und du, eine Frucht? Ja, finde ich schon. Ja, die Menschen muss man zahlen. Wir haben 1 Franken gespart. Oh, Jungs! Da, Porsche. Boys being boys. Ja, da schlägt mein Herz höher. Schinken, Käse. Ich habe eine hohe Scheissfreude. Ich habe eine hohe Scheissfreude mit diesen Jungs unterwegs zu sein. Ich sage so, es ist crazy. Ich habe zwar jetzt irgendwie 1,5 Stunden gepennt, ja, aber trotzdem einfach, es ist schon ein extrem nice Vibe. Was grinst du jetzt da schon wieder vor dich hin, was? Der Hure... Wie meine Großmutter. Was? In Deutschland, die gleichen rein. Guten Morgen! Aber mit Also, ich drücke auch noch ein paar. Ich habe zwar irgendwie gestern Abend schon 60 gedrückt. Go! 17! Go! 17! 18! 19! Ficken Sie den Boden! Ficken Sie den Boden! Nein! Ficken Sie... Wir müssen einfach am Dunden bleiben. Nachher unser schwarzes Blumen? Wachwein. Dundenblumen! Wir haben auch einen ganz so grüne Wachmeister gehabt. Ich gerade 2 gehen. Wow. Was machen echt die Huren Glückis? Wir sind hier am Fahren. Genüsslich. Jetzt geht es eigentlich auch zum Heben. Ich hoffe, ich muss einfach keine Vollbremsung machen. Wir müssen uns dort merken. Das liegt jetzt da. Jungs, danke vielmals fürs Fahren und für die Dienst. Ja, noch. Nein, das mit dem Mund aus. Das ist mit mir. Das ist so krass, wie Schaffhausen so viele Nummern hat. Oh, ist schon brav. Ich glaube, 5000. 5000 ist nicht. Kann man sich nicht mal mehr in Ruhe umziehen? Nein! Nein. Bro, bist du weg? Ja, gut, du da, Bro. Ja, weißt du, wie Uhren? Sind die gut gefahren? Ja. Sehr schön. Bist du alles gefahren, Bro? Bist du alles gefahren? Seit um 3 Uhr morgens. Also, hey, Eddie, let's go! Da kann man Bro. Gut gefahren. Richtig auch, Bro. So schön. Schön, dass ihr auch einen guten selber. Geil, ja, selber auch. Jungs, ich freue mich so, ich habe so Bock. Wie geht's euch heute? Mir geht's super. Es ist einfach, das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Boah, aber Bro, die Schuhe sind neu. Ja. Bro, die Schuhe sind neu. Bro, die Schuhe sind neu. Bro, die Schuhe sind neu. Ein guter Jungs, ein guter. Merci. Es ist extrem warm. Let's go, boy! Was? Morgen kannst du fahren. Wie, welchen würdest du nehmen? Ich will Porsche. Den Ferrari nehmen. Der Ferrari, ja? Porsche. Du willst den Porsche, gell? Eigentlich bin ich Timurus, aber Ferrari ist schon eins heftiger. Ja? Ja. Jetzt kannst du nach dem Gebäude hier, nach dem Ried Sensational. Also jetzt haben wir hier noch. Das ist Schaffhausen. Was ist das? Aha. Super. Ja, das ist super. Roomtour? Ja, ist nicht so eine Steckdose oder so kannst du mitnehmen. Ja. Nein, nimm doch mit. Aber ich liebe den Vibe, Mann. Das ist wirklich einfach so. Yes, Übernachtungsparty. Das ist wirklich nicht mehr nach dem Party-Vibe. Pyjama-Party. Haben wir den Tobi? Bobby?
Schatz, wir lieben dich und wir akzeptieren dich. Also Jungs, Roger. Wie steht's? Das andere ist gar nicht. Morgen! Sicher. Hey. Hey. Wo war das gewesen? Geil aus da. Schwede. Und zeig noch. Oh, scheiße. Gut geschlafen, Bro. Ja, Bro, weißt du ja. Hey. Einer fahren. Ja, kann nicht klagen. Ja, tipptopp, tipptopp, du? Ja, sehr. Wer bist du und wo kommst du her? Ich bin Tobi Trösch, ich komme von Gstaad. Ich bin der Kli, ich komme von Schaffhausen. Ich bin Rafa, komme aus Gstaad, bin Portugies. Ich bin der Nick aus Luzern. Ich bin der Sandro, das ist mein Kanal und ich komme aus Zürich. Ich bin der Edu, 22, Feutersäu. Das Beste kommt zum Schluss, oder wie? Und was machst du aktuell? Ich bin zurzeit im Militärdienst in Bülach-Italien. Aktuell habe ich gerade meine Lehre als Maler bestanden. Ich will doch ein bisschen auf Social Media etwas aufbauen. Ich bin Elektroinstallateur. Ich bin aktuell in einer Garage am Arbeiten, nach 10 Monaten Militär. Fang- und Administration und Pannendienst. Beruflich noch Landschaftsgärtner, auch bei Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Zukunft, Ziel und Träume arbeiten. Ich arbeite aktuell im Aussendienst, aber nicht mehr allzu lange und nachher gibt es einen Stellenwechsel. Und ich mache noch Social Media. Was ist dein Traum? Von 9 to 5 wegzugehen. Mein grösster Traum ist es mal, Musikproduzent zu werden. Mein Traum ist es eigentlich, jeden Morgen aufzustehen, an dem Ort, den ich selber bestimme, gesund und nach dem Tag so können bestimmen, wie ich das möchte. Sorgenfrei zu leben. In Frieden, Freiheit mit Familie, Kollegen, mit mir selber, 100%ig. Mein Traum ist es einfach, möglichst viele Leute zu inspirieren. Mit dem, was ich mache, mit dem, wie ich bin. Ich habe schon immer einen Traum gehabt, wirklich gross rauszukommen und einfach bekannt zu werden. Aber nur mit den richtigen Sachen. Und einfach happy sein. Durch und durch können happy sein, können glücklich und stolz auch sein auf mich selber. Ja. Was bedeutet Freundschaft für dich? Wenn deinen Freunden alles anvertrauen kannst. Freundschaft ist für mich eine sehr starke Bindung, sage ich jetzt mal. Für mich braucht es viel, für das ich in Freundschaft eingehen kann. Gewisses Vertrauen. Freundschaft ist jemand, dem ich vertrauen kann, wenn ich gerade in einem negativen Zeitpunkt in meinem Leben bin, wo ich immer anrufen kann, der mich für meine Ziele supporten und sehr Spass haben mit dem. Freundschaft sind für mich Leute oder eine Ansammlung von Leuten, die wie eine zweite Familie für dich sind. Dass man zueinander steht, dass man loyal ist zueinander. Vor allem auch, dass man loyal ist zueinander, dass man füreinander da ist, wenn man es braucht. Die dich unterstützen, dich aufnehmen. Und sich unterstützt. Ja, dass man einfach wirklich einander unterstützt und dass man gleich auch mal nebst dem Ganzen geile Sachen zusammen unternehmen kann. Dich einfach so nehmen, wie du bist und mit ihnen gute Erfahrungen kannst sammeln. Dass sie dich auch kritisieren, aber positiv helfen, dich unterstützen, dass du deine Ziele und Träume kannst erreichen kannst. Ja. Ich bin gar kein Fan von so oberflächlichem Zeug. Und ich gehe auch, wenn ich neue Leute kennenlerne, sehr schnell ein bisschen auf ein tieferes Level. Und Freundschaft für mich bedeutet einfach wirklich, können füreinander da sein, so auch in
in Scheißsituationen. Ich habe gerade letztes Jahr ein ziemlich schwieriges Jahr gehabt und ich wüsste nicht, wo ich wäre, wenn nicht jeder von euch irgendwie da gewesen wäre und supportet hat und unterstützt hat und so. Und das bedeutet für mich Freundschaft. Leute, die nicht von der Seite weichen, wenn das Leben mal nicht gerade so schön läuft, aber trotzdem auch da sind, um dann in den schönen Moment richtig auf die Kacke können hauen miteinander. Wenn jetzt jemand mystisch unsere Gruppe beschreiben, wie würdest du das machen? Ich würde sagen, ambitionierter Chaos-Trupp. Chaotisch, mit Good Vibes verbunden. Hey, Fast and Furious Family. Ja, Bro, Family. Wenn jemand schlecht weg ist, man ist ging für ihn da. Man hat es ging lustig. Für das, dass wir uns eigentlich alle nicht so lange kennen, in dem Sinn, sind wir eine sehr starke Gruppierung. So. Uns verbindet viel zusammen, aber gleichzeitig sind wir auch unterschiedlich. Jeder macht sein eigenes Ding. So. Aber gleich halt sind wir da. Es ist sicher immer lustig in der Gruppe, macht Spass. Wir haben Freude alle zusammen. Also, es ist einfach geil. Es gibt so viele verschiedene Charaktertypen. Ja. Das ist mega schwer zu beschreiben. Aber es ist einfach eine eingeschweißte Gruppe, die sich wirklich voll unterstützt, voll miteinander Gas gibt. Weißt du, was ich meine? Ich würde sagen, wir sind alle ein bisschen speziell, weil wir sind nicht die klassische Freundesgruppe. Wir sind sehr unterschiedliche Charaktere, die aber zusammenkommen und dadurch zusammenheben auch, sich gegenseitig ambitionierte Ziele zu setzen und einen Drive zu haben und sich gegenseitig zu motivieren. Wir sind nicht einfach so die Leute, die halt irgendwie in den Ausgang gehen und sich volllaufen lassen, sondern wir reden sehr viel über Ziele reden, über Ambitionen diskutieren, wo wir hinwollen etc. Und ich glaube, das ist etwas, was eine Freundesgruppe noch enger zusammenbringt. Ein ambitionierter Verein, der gerne auf die Kacke haut und es aber auch lustig hat, man miteinander und Scheiße macht. Wie würdest du dich selber in dieser Gruppe beschreiben? Oh, fuck. Als die ruhige und rationale Person beschreiben, die aber zu jedem Zeitpunkt passende Spruch raushauen kann. Als Krieg. Als Krieg? Yes. Komplett ADHS-Kid, Auf jeden Fall. Ja, einfach ADHS-Kid, so der Musiker von allen, so einer der auffälligeren, würde ich jetzt mal sagen. Wie gäng die ruhige Person, die es genießt. Als der Extrovert von der Gruppe. Oder als der Extrovert Wirkende. Ich bin eigentlich je nachdem relativ schüch, aber ich würde sagen, ich gehe gerne voraus. I take one for the team. Ich gehe einfach gerne den ersten Schritt, wenn es um neue Sachen geht. Und als sehr lautstark. Also ich mache hure die Schnurren auf. Der eine, der schlecht Deutsch kann, nur Scheiße redet, nur blöde Witze macht. Was ist dein persönlich schönster Moment oder deine schönste Erinnerung mit den Boys? Bei mir ist es kein spezifischer Moment, Standort oder Event, sondern wirklich ein Miteinander sein, wo wir uns immer treffen. Grillen bei Schmitti mit all diesen Games. Die schönste Erinnerung ist in Zagreb entstanden. Definitiv Zagreb. Zagreb finde ich so schön. Wo ich nach 14 Stunden in einem Zug eingequetscht, aussteigen, nachher mit dem Uber zu dieser Halle fahren und komme dort anzulaufen und werde noch von den Boys in Empfang genommen. Das war unbeschreiblich. Die paar Tage dort, wir haben wirklich so viel Schönes zusammen gemacht, sehr viel Spass gehabt, es war sehr lustig gehabt. Und ich finde auch, Zagreb hat uns alle noch mal ein bisschen enger zusammengeschweißt. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, ist es immer wieder schön. Einfach allgemein, wenn wir auf Reisen waren miteinander, auch so Weekend wie jetzt, merke ich, mir fällt es nicht schwer, konstant umeinander herum zu sein. Weißt du, wie ich meine? Und ich finde das eben auch geil. Wir können dann miteinander etwas unternehmen, aber dann ist es auch okay, wenn zum Beispiel eine Dreigruppe schnell dort hingeht, ich und der Rafa eben zum Beispiel gestern länger geblieben sind, dann der Rafa früher geht und also. Das finde ich mega, die Dynamik finde ich mega wichtig. Hauptsache wir sind miteinander. Das ist eigentlich jeden Moment schön. Aber mit der spicy Frage an. Wer ist der Coldeste aus der Gruppe? Tobi. Ja. Tröschli. Ich würde schon sagen, Tobi. Tobi. Hey, ich bin sehr ein Code, aber ich zeige es nicht so, aber Tobi. Tobi, Bro, Tobi ist schon ein Code, ja. Ich selber. Du selber? Ja, okay. Ja. Voll in den Punkt gesagt. Wer ist der disziplinierteste? Gri. Weil er auch ähnlich ist vom Charakter wie ich, auch ruhig, rational denkend und durch seinen Glauben wahrscheinlich auch sehr starkes Versprechen mit sich selber hat. Sicher, also was Social Media angeht, sicher du. Und sonst so würde ich sagen Raffi. Ja. Raffi. Ich bin nicht so diszipliniert. Ich würde sagen, der Nick und der Chris sind sehr diszipliniert. Es kommt immer darauf an, was es geht.
Wenn es um Social Media geht, bin ich sehr diszipliniert. Wenn es um Musik geht, ist der Tobi sehr diszipliniert. Also Grundeinstellung würde ich sagen, der Nick ist der disziplinierteste. Sandro Schmitter! Du. Ich würde sagen, du selber, weil du genau weißt, was du haben willst, was du machen willst. Aber für sich auch den Nick dazu erzählen. Wer ist der schlimmste Fahrer? Definitiv Raffi. Ja gut, nach der Woche würde ich sagen Raffi. Aber der hat uns auch mega gut unterhalten, deswegen der beste Fahrer, ich sage Raffi. Deswegen gibt es bei mir keinen Schlimmsten. Raffi wegen gestern Abend. Rafa, Bro. Rafa, nach gestern ist... Rafa. Der Rafa, holy shit, gestern Abend. Wegen gestern. Weil du einfach ein asozialer Fahrer warst. Ich bin sicher, du fährst verdammt gut, aber das gestern hat sich so in die Gränder von uns gebrannt. Viele haben nicht in Betracht gezogen, dass du das Billett abgegeben hast. Ja. Ja, das hat ja nichts mit Schlimm zu tun. Kann passieren. Wer ist die Person, die nach außen so am selbstsichersten auftritt? Würde ich jetzt selber auch fast sagen, ich selber. Weil ich kann es schlecht einschätzen, wie confident die anderen Boys wirklich alle sind. Weißt, ich weiss ja nicht, wie die daheim allein mit sich selber confident tun. Also würde ich jetzt da fast sagen, ich... Du. Weißt du, confident wirklich? Du. Ich würde sagen, auch Nick. So nach außen sehr ein Confidence auftreten eigentlich. Aber auch der Tobi. Der Tobi kann hure confident rausgehen, finde ich. Was wir alle unterschätzen, ich glaube, der Eddie. Ich glaube, der Eddie ist hure confident, einfach den Eddie ziehen so. Und das zeigt er auch. Darum, ich gehe Eddie mit dieser Antwort. Ich sage Eddie. Gri, Nick, Tobi, du, ich und Eddie sind noch ein bisschen in der Komfortzone, aber Okay. würde ich sagen. Dann Schmitter, der Beck und Tröschli. Nick. Wer hat die grösste Schnurre? Tobi. Tobi. Weil er macht einfach geile, uncensored, geile Sprüche. Das ist ihm angeboren. Würde ich auch fast sagen, ich selber. Ich mache mein Maul immer hure weit auf. Ab und zu auch zu weit. Du selber? Du. Du, dich gefolgt vom Tobi. Ja, ich. Ja. Ich und der Tobi. Aber ich würde sagen. Wer ist der schlechteste Verlierer? Boah, Gri. Hat immer zu viel rausgewotet. Ich würde sagen, ich. Genau, ja, ja. Ich gehe 100% Vollgas auf den Sieg. Gri. Der tut das immer ganz emotional mit. Ja, auch ich, oder? Nein, ich würde sagen der Chira. Ich würde sagen, der Chris ist der schlechteste Verlierer. Aber nur wenn ich den Chris spiele. Ja, aber ich gewinne halt auch viel. Ja, eigentlich auch du. Bin ich so schlecht im Verlierer? Also man muss fairerweise sagen, du gewinnst oft. Aber genau, aber wenn du mal verlierst, das ist nachher nicht gut. Und man muss auch sagen, du bist auch kein guter Gewinner. Wir haben Risiko gespielt, da das endlos lange Brettspiele mit Allianzen und Verbündeten und Ländereien. Das Spiel war fertig. Der Schmiede hat seine 20 Gebiete gehabt. Dann haben wir gesagt, gut, mit 20 Gebieten ist fertig. Warte, aber ich will meinen Spielzug noch fertig spielen. Ich muss euch das zeigen, wenn ich euch auseinandergenommen hätte. Du bist ein bisschen ein schlechter Verlierer. Gri ist ja eigentlich auch ein schlechter Verlierer. Und Tobi auch. Ich auch ein bisschen. Wir sind alle ein bisschen. Wer hat das grösste Herz aus der Gruppe? Wir sind ja schon eine Gruppe, aber ein Tobi und ein Rafa und ein Eddie sind wieder so ein bisschen mehr. Und die haben zueinander wahrscheinlich das grössere Herz. Ich bin am ehesten mit dem Gri jetzt in letzter Zeit, weil der Nick auch viel Militär war. Also ich glaube, wir haben alle ein riesen Herz zueinander. Und ich glaube, es gibt so eine Person, die das grösste Herz hat, weil ich glaube, jeder ist einfach für jeden da und jeder ist einfach wenn es es braucht. Und ob jetzt einer das grössere Herz hat oder nicht, ist wie egal, finde ich, weil von jedem wirklich das überkommt. Wenn man den Aspekt anschaut. Wenn wir anschauen, so das grösste Herz nach außen, wenn es um sonstige Sachen geht, nebst dem, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich. Einfach weil ich mich am besten kenne. Aber auch der Tobi. Der Tobi hat ein hure riesen Herz. Und die Frage kannst du so pauschalisieren nicht beantworten. Wenn ich müsste eine Antwort geben, würde ich sagen, Tobi. Auf jeden Fall du mit ihm. Und ich will aber auch den Tobi dazu erzählen. Das kann man eigentlich so nicht beantworten. Ich würde sagen, alle.
Ich chille ging mit Tobi und Tobi hat für mich, weil ich immer mit ihm bin, das grösste Herz. Er ist ging emotional, darum er kümmert sich um mich. Ich würde fast sagen, jeder, weil jeder tut seine Liebe auf eine andere Art geben. Aber ein schlechtes Herz kennen für uns, ja. Wer behaltet am ehesten einen kühlen Kopf? Ich. Eddie. Safe, Eddie. Was wir schon gehypert haben in Situationen und Eddie ist einfach nebendran sein Gönnergy am Saufen mit der Sonnenbrille. Jungs, was ist los? Ich. Nick und ich. Und Eddie, wir auch dazu zählen. Ja. Ich bleibe sehr ruhig in Stresssituationen. Eigentlich alle bleiben relativ ruhig. Klar, wenn es etwas sehr Schlimmes ist, dann ist es normal, wenn man emotional wird. Ich sage so, in kleinen Problemen sind wir so noch stabil. Behaltet am ehesten einen kühlen Kopf. Ein kühler Kopf, Adi. Definitiv, Adi. Definitiv. Wenn es etwas gibt, was du den Jungs gerne sagen würdest, was wär's? Dass ich mega dankbar bin für jeden einzelnen von euch und dass ich euch alle wirklich fest liebe. Ihr habt alle Platz in meinem Herz. Danke Jungs für das geile Wochenende zu Frankfurt. Jungs, ich bin froh, dass es euch gibt. Froh, dass wir gäng wieder zusammenkommen, dass wir es gäng lustig haben. Bleibt so, wie ihr seid und macht weiter so. Lasst euch nicht von eurem Weg abbringen. Dass ich extrem dankbar bin für die Freundschaft, dass wir immer zueinander haben, dass immer der Vibe richtig geil ist. Ich hoffe, dass das so die nächste Zeit genauso weiterläuft und die nächsten Jahre. I love you boys. Let's go. Hey Jungs, ich liebe euch alle, Mann. Das ist geil. Ich liebe euch. Geil, Mann. Danke für die Zeit, danke für die geilen Momente, die wir miteinander haben. So, es ist immer ein hure Käferfest, das wir haben miteinander. Manchmal würde ich euch allen gerne eins in die Fresse schlagen, manchmal lebe ich euch einfach so. That's part of the game, Mann. Wenn man etwas fragt im Chat und von keiner Antwort kommt, einmal so ein rechter Haken oder so, wäre eigentlich geil. Was würdest du Leuten mitgeben, die gerne eine enge Freundschaft aufbauen? Also ich würde sagen, dass man wirklich so darauf schauen sollte, dass man nicht so wie eine Freundschaft versucht zu erzwingen. Dass man wirklich eben auch mal akzeptiert, okay, jetzt sehe ich ihn gerade 2-3 Wochen nicht. Und trotzdem kann man dann nach 2-3 Wochen wieder so zusammen chillen, als hätte man sich gleich davor gesehen. Und was ich halt auch wichtig finde, ist, dass man sich immer austauscht, dass man immer miteinander ein bisschen redet, falls mal ein Problem rumliegt oder so, dass man es gerade auskäset. Wenn man Mühe hat, sich zu connecten, ist es sicher auch wichtig, dass man sich ein bisschen offener gegenüber Menschen ist, dass man sich ein bisschen connectet, dass man nicht so geschlossen ist. Geht auf ein tieferes Level. Statt «Hey, wie geht's, Bro?» Frag mal, wie geht's dir wirklich? Was hat dich in letzter Zeit bedrückt? Oder mit was kann einfach so wirklich sich getrauen, auf ein tieferes Level zu gehen. Wenn es nicht gut ankommt, dann merke ich das bei der Person. Aber ich glaube, das ist so, wie wir alle ziemlich schnell eine tiefe Freundschaft zueinander aufgebaut haben, weil wir einfach uns fürs Gegenüber interessiert haben. Und das kann ich dir mitgeben, wenn du wirklich eine tiefe Freundschaft aufbauen willst, interessiere dich fürs Gegenüber. Heisst nicht, du dich selber zurückstellen oder so irgendwie, weil nicht, dass irgendwie zu einer Freundschaft nachsäckelst. Und du wirst es merken, wenn es zurückkommt, mega schön. Wenn nicht, dann ist es vielleicht nicht die tiefe Freundschaft, die du dir erhoffst. Aber du wirst die Leute automatisch anziehen, die gleich denken wie du und die die gleichen Absichten haben wie du. Und darum bist einfach du selber. Geh mit dieser Person viel raus, schau, wie sie mit dir zusammen reden, wie sie dich vertraut, ob du Vertrauen kannst aufbauen kannst. Das spürt man eigentlich von Anfang an, dass die Person dich vertraut oder dass die Person ein guter Freund ist für dich. Einfach jemand, der dich im Leben supporten, auch bei negativen Sachen immer für dich da ist. Getraut euch den extra Schritt, geht aus der Komfortzone raus. Schlimmes kann eigentlich nichts passieren, weil alles Negative ist eigentlich positiv und passiert auch für euch. Lasst euch für kleine Sachen nicht unterkriegen. Sucht ihr sicher mal Leute, die positiv sind oder die dich inspirieren. Oder nein, anders gesagt, nicht sucht ihr Leute und geht raus und Freunde oder so finden, sondern die richtigen Leute werden so oder so früher oder später kommen. Also macht ihr da keinen Kopf, wenn du nicht schon den engsten Buddy oder so hast. Versuch nachher mit den Leuten, die dich gut verstehst, verschiedene, viele neue Erfahrungen zu sammeln. Und machen nicht immer das Gleiche, hocken nicht jeden Samstag im gleichen daheim und essen das Gleiche und trinken das Gleiche, sondern versuchen möglichst viele neue Erinnerungen an verschiedenen Orten zu sammeln und neue Sachen auszuprobieren. Also mehr verschiedene Erfahrungen nachher im Kopf haben mit dieser Person. So wird das Bündnis extrem stark. Auf jeden Fall, ich würde sagen, dass
sich offline zu treffen sehr wichtig ist, dass man sich trifft am See, beim Sportplatz, dass man sich treffen soll und einfach mal wirklich öfters ganze Tage miteinander zusammen verbringen sollte. Let's go. Merci dir. Ja. Danke dir, Mann. Sehr gerne. Danke dir, Bro. Das wird richtig ein cooles Video. Wolltest du jetzt, dass irgendwie dem Eddie oder dem Nick noch irgendeine spezielle Frage stellen? Jetzt ich hoffe es nicht so irgendwie. Weißt du, jetzt kommt nur noch der Eddie. Wolltest du, dass ich ihm spezifisch noch eine Frage stelle, die niemand anderes hat? Ja. Der Raff hat gesagt, ich soll ihn fragen, wer soll endlich mal eine Freundin haben? Soll ich sagen, wer soll endlich mal seine Freundin in der Gruppe vorstellen? Beim Nick? Ja, Okay. Nicht. Okay. Dann noch eine Frage. Wer soll endlich mal seine Freundin in der Gruppe vorstellen? Ich. Und dann noch die letzte Frage ist, wer soll endlich mal eine Freundin haben? Tobi. Es ist die Trennung. Geiles Weekend gewesen. Hey, Thanks, Bro. Hab so. Bro, fahr vorsichtig, ja, machst keinen Scheiß. Bro, gib mir wenigstens die 2 Wörter, Mann. Tschüss. Tschüss. Schlaf, Guys. Ciao. Ja, was Bumme. Und auch wenn wir an der Raststätte reinfahren, Halswärts machen alle. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else. Ja, perfekt, jetzt schon ab. Hey! Mann. Tschüss. Danke schön fürs Weekend, danke fürs Holen und Fahren.